Ich bin unterwegs am Randweg, ins Studio vom Rabe. Vorher ist mir gerade aufgefallen, als ich am Monitoring am Basteln war, von dort, dass irgendwie aus irgendwelchem Grund das iTunes, das für das Klangwecke zuständig ist, wieder mal keine Files schickt. Und meine Mission ist jetzt, dort rasch vorbeizugehen, 2-3 Mal daran rumzuklicken und sicherzustellen, dass sie wieder funktionieren und dass dort wieder Daten kommen, sodass wir wieder sagen können, was läuft. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, wenn ich schon dorthin unterwegs bin und so ein schöner Tag ist und alles, nutze ich doch das aus und filme noch rasch, wie das in diesem Technikraum dort aussieht. Hier beim Rabe oder Radio Bern zeige ich Ihnen auch, wie das reinkommt. Zuerst kann ich dort piepsen und dann geht es hier die Stege auf. Wie dunkel und jetzt offen sein. Hier ist jetzt die ganze Technik. Zu der verliere ich dann später noch etwas. Jetzt muss ich aber zuerst mein eigentliches Problem blicken. Auf das könnt ihr jetzt hier drauf warten. Vielleicht kann ich, währenddem ich das hier am Blicken bin, auch noch erwähnen, warum dass ich überhaupt hier bin, warum dass ich so Zeug wie das ganze Rabe-Engagement, mein anderes Pfadi-Engagement mache. Es ist nämlich viel wert, solche Freiwilligenarbeit. Man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Sachen, die man nie auf die Idee wäre, zu lernen sonst. Ohne dass ich hier als Techniker involviert war, hätte ich zum Beispiel vermutlich niemals die Idee gehabt, mal noch einen Sendungskurs zu machen. Nicht, dass aus dem bis jetzt etwas rausgeschaut hat, aber ich habe den Kurs gemacht und es könnte mal etwas rausschauen. Ja, als nächstes muss ich jetzt mal das Radio anschauen, um zu schauen, was überhaupt geht über den Sender. Weisst nie, vielleicht ist es ja sogar das, was im Moment nicht am Aufladen ist. Über deine Musik. Aber nein, wir haben Glück gehabt, es läuft eine Sendung. Ab wo weiss ich nicht genau, aber es läuft eine Sendung. Und das heisst jetzt für mich in dem Fall, dass ich hier problemlos Raum spielen und der Klangwecke-Typ dazu bringen, etwas Neues zu schicken. So, das wär's. Ich habe das Plugin geupdatet, iTunes neu gestartet und jetzt bekomme ich wieder Songticker-Daten. Aber was in diesem Vlog spannend sollte sein, auch langweilig, entschuldigt mich jetzt schon, wenn es technisch wird, ist das, was jetzt hinter mir ist, nämlich die ganze Rabe-Technik. Als erstes haben wir mal hier die analoge Semmelbox, die berüchtigte Semmelbox, und das ist das Mischpult, das dazugehört. Hier ist der Server, den die Kollegen und ich gebaut haben. Und weiter unten haben wir dann im Prinzip die ganze Netzwerkinfrastruktur. Noch weiter unten geht es dann ins Hardcore-Audio-Bereich hinein. Hier hinten hat es selbstverständlich noch mehr Audio-Zeug. Und dann ist hier noch eine ganze Ladung PCs, die für verschiedene Aufgaben gebraucht werden. Einerseits haben wir einen PC, der hier aufnimmt, was für Sendungen laufen und die zum Teil auch vorprogrammiert abspielen. Das ist, glaube ich, das hier, der Replay, wenn mich nicht alles täuscht. Im Moment auf dem Bildschirm sehen wir das iTunes, das eigentlich einfach das Klangwecke ist. Das tut da einfach immer laufen und die erwähnte Semmelbox bestimmt dann, ob sie etwas zu tun hat, ob das wirklich auf den Sender geht oder nicht. Weil ich genau weiss, dass der Post schon jetzt viel zu technisch ist, höre ich auf und zeige euch noch etwas Wunderbares, was das Radio hier hat. Nämlich der Getränke-Bierautomat. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber vor allem Bierschubladen, die sind nach einer guten Techniksitzung alles leer. Das wär's für heute, vorläufig. Ich lasse euch jetzt wieder gehen.